Und weiter geht's mit Ocarina of Time Master Quest. Und ihr seht richtig, wir sind auf dem Weg zu Zoras Reich. Und ich hoffe mal, dass ich in diesem Part nicht mehr so failen werde wie im letzten. Na gut, was heißt failen? Ich meine, ein richtiges Fail war es nicht, weil eher so, dass ich mich etwas... Ja... etwas umständlich angestellt habe. Ich will es mal so formulieren. Aber was soll's? Ich meine, wir haben ja alles gekriegt, was wir wollten. Von daher... Also im Großen und Ganzen ein gelungener Part. Ich sehe gerade die Eule da oben. Was will denn die schon wieder? Ja, erstmal Magie. Magiekrug. Mann! Das ist doch nicht das erste Mal, dass ich einen Magiekrug finde. Hallo, es sieht aus, als wärst du erfahrener und kräftiger geworden, Michael. Direkt vor dir liegt Zoras Reich. Die Zoras dienen der königlichen Familie von Hyrule und bewachen dieses Gewässer. Das Tor zum Reich öffnet sich nur einem Abgesandten der königlichen Familie. Spiele von dem Portal ein Schlaflied aus der Überlieferung der königlichen Familie. Ja, danke diese nutzlose Info, das wusste ich auch so schon. Ich meine, man hätte drauf kommen können, oder? Hat er gesagt, ein Abgesandt vom Königreich Hyrules und naja. Wir haben ja eigentlich nur ein Lied, also könnte es ja gar nichts anderes sein. Und falls ihr euch jetzt fragt, wieso warte ich, das liegt daran, dass ich darauf warte, dass es Nacht wird, um eine Skulltula zu holen. Dieser Controller, ey, der bringt mich noch zum Verzweifeln. Geht doch. So. Immerhin eine Skulltula. Und weiter geht's. Ah ja, der Typ ist auch noch da. Das trifft sich perfekt. 79 Rubine, das sollte etwa 3 oder 4. Ein paar Wunderherbstgefälligste gehen noch nicht so gut weg wie es mit 10 Rubinen das Stück, ja? Aber Logo! Und die Wunderherbsten brauchen wir für später noch. Das heißt genau gesagt für Herzteile und ein paar Skulpturas noch. Ein paar Wunderherbsten gefällig? Ja, ja. Und die Skulpturas sage ich schon, die Wundererbsen werden immer teurer. Immer 10 Rubine. Ein paar Wunderherbstgefällig werden langsam beliebter. Ja. Also eigentlich könntest du mir mal langsam Kundenrabatt gewähren, oder? So viel ich bei der ersten einkaufe. Naja. Einpflanzen werde ich es noch nicht, das kommt dann später. Jetzt ein Steinkreis. Kann ich doch mal eine Bombe hinlegen? Sollte irgendetwas passieren, oder? Okay. Wo ist jetzt die Höhle? Ach, jetzt kommt irgendeine Höhle, also so. Hä? Was ist jetzt los? Ah! Was zum... Darf ich im Head warnen? Ah! Ah, definitiv! Wow, die ziehen ganz herzhaft. Scheiße, weg hier! Was ist das, ey? Das kenne ich jetzt auch noch nicht. Ah! Puh, war das knapp, ey. Was war denn das für ein Angriff? Chicken Flies? Oder was? Ja, statt Chicken Run, wenn Hennen rennen, heißt es halt, wenn Hennen fliegen. Hallo, sie zwar... Nein, ich sterbe schon wieder! Alter, ich war hier gerade. Hast du kein Augenkopf, hätte ich beinahe gesagt, aber es liegt eher daran, dass er schlechtes Kurzzeitgedächtnis hat. Alzheimer oder was? Bla 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 bla. Ja. Ui, ui, der Part fängt schon mal gut an, ey. Kaum 4 Minuten vergangen und ich mach mich wieder mal zum Deppen. Aber was soll's. So bleibt es wenigstens unterhaltsam, oder? Mal kurz schauen. Ja, 3 Stück habe ich insgesamt. Naja. Mal kurz überlegen, wie viel brauchen wir eigentlich? 9 Stück gibt es noch insgesamt. Ja, einen Huhn rüber. Ohne Huhn geht's ja nicht. Hier kann noch ein Oktopus raus, oder? Ja, genau. Daneben. Ich habe meine Brille. Hey! Wow, das war jetzt auch knapp. Mal überlegen. Noch 9 Wundererbsen brauchen wir. Wo waren die noch überall? Ach, das fällt mir schon wieder ein. 2 da, einer da, dort, der letzte. Oh ja, genau, hier drauf. Genau, ja, ich weiß wieder. Da seht ihr noch ein Herzteil drüben, aber das holen wir erst zum Schluss. Und genau aus diesem Grund müssen wir auch nicht hier raufspringen. Es reicht einfach hier unten durchzugehen. Hier würde es auch noch 2 Herzteile geben.
diesen seltsamen singenden Fröschen, vor allem hüpfenden Fröschen. Viel singen tun die nicht wirklich, sind eher mehr rappen da. Nee, Spaß beiseite. Also gehen wir einfach weiter. Ins Tor. Jetzt auch noch einer. Meine Güte. Ja. Was hat hier noch? Ah ja genau, die Abkürzung in die verlorenen Wälder. Aber dafür müssen wir tiefer tauchen können. Und jetzt auch noch ein Herzteil hier unten. Hier drüben. Hier drüben einfach. Moment, da fällt mir was ein. Bevor ich jetzt reingehe, könnte ich noch mal warten, bis es Nacht wird. Weil dann hätte ich hier noch eine weitere Skulptur, die ich mitnehmen könnte. Wenn ich schon mal auf dem Weg bin, oder? Dann muss ich nicht mehr zusätzlich dran denken. Genau hier soll sie erscheinen, sobald es Nacht ist. Also spielen wir mal schnell die Hymne der Sonne. Ja, wir gehen ja schon wieder. Genau, rechts runter hoch, rechts runter hoch. Ja, so muss ich es mir merken. Anders geht's nicht. Und da ist er schon. Da gezückt. Wow. Ein bisschen nah bist du aber schon, oder? Link! Ich sage dieser Controller. So, anvisieren. Gehst du mal hoch? Link! Dankeschön! Geht doch! Wieso nicht gleich so? Sagt bitte nichts, ich weiß es ja. Die Gamecube-Steuerung. Naja, also im Grunde genommen ist die Gamecube-Steuerung ja schon in Ordnung, aber ist schon eine ziemliche Ungewöhnung, wenn ich mich dauernd von der Wii-Steuerung und dann wieder mit dem PlayStation 3-Controller hantieren und wieder zum Gamecube-Controller wechseln. Ich will nicht mal schnell die Hymne. Ist ja das Schlaflied, meine ich. Ein Wiegenlied, Mann! Ist egal. Ich muss schon zugeben, der Gamecube-Controller ist auch schon ein bisschen eingerostet, vielleicht mal ersetzen oder so. Da müsste ich fast auf eBay vorbeischauen, wenn ich den ersetzen wollte. Und so was reich. Endlich sind wir da. Und jedes Mal, wenn ich die Höhle zum ersten Mal in Ocarina of Time betrete, stelle ich mir die gleiche Frage. Wieso um Himmels Willen ist diese Rasse in einer Höhle drin? Wieso leben die zum Beispiel nicht offen auf dem Hyliasee oder so? Nein, wir müssen ja hier drin verstecken. Keine Ahnung wieso, vielleicht ist eine heilige Rasse oder so. Kann ich überlegen, vielleicht den Netz anzünden? Nee, mache ich später, wenn ich das Herz hole. Ja, hier in Zoras Reich gibt es auch noch ein Herzteil. Stellt davor. Dann quatsch ich erstmal schnell mit dem König. Hallo König! Oh, meine liebste, teuerste Prinzessin Ruto, wo mag sie sein? Ich mache mir solche Sorgen. Wie wär's noch nicht suchen gehen, du Fett? Ja, nichts gesagt. Sonst lässt du mich gleich Kiel holen. Haha, Kiel holen. Fische, Kiel holen, egal. Doch Spielzeug gewinnen, macht ihr mit? Klar. Sammle alle Steine an, die ich nach unten werfe. Ihr habt dafür nur begrenzt Zeit. Wenn ihr alle eingesammelt, kommt ihr her zurück. Dann bekommt ihr etwas sehr Schönes. Alter, das klang irgendwie zweideutig. Oder bilde ich mir das nur ein? Ich hoffe doch. Start! Verfahrt nur 50 Sekunden Zeit. Und 2 habe ich schon eingesammelt. Lass mal einer, das ist mir ja auch egal, die anderen finde ich ganz schnell. Kein Wunder, wenn sie direkt unter mir sind. Moment mal, diese Musik kommt mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht aus Zelda Majora's Mask. Gratuliere, ihr habt etwas Tolles für euch. Holt es euch. Was? Aha, ich habe etwas Tolles. Lesen ist eine Kunst. Ich sag's immer wieder. Aber richtig lesen. Was will der hier? Wer seid ihr? Wir sind die Zoras, das stolze hylianische Amphibiengeschlecht. So, ihr behauptet, ein Angehöriger von Hyrules königliche Familie zu sein? Nun denn, was wollt ihr von uns? Ja, von mir ganz bestimmt nichts. Ist immer so direkt und majestätisch daherkommen müssen. Naja. Geht um das Sein, nicht wahr? Die Musik hier in Zoras Höhle. Echt nicht schlecht. Not bad, wie der Engländer sagen würde. Oder Amerikaner.
Aufgestiefelt. Mann ey. Lift wäre vielleicht mal nicht so schlecht, dann könnte der König so auch mal ab und zu hinabsteigen. Das ist der Grund, warum der Fettsack nicht runtergeht. Er ist durch den Laufweg hinauf dazu schade. Wie elegant ihr getaucht seid, das ist der Lohn. Dies ist eine silberne Schuppe dazu, also mit ihr kann man viel tiefer tauchen. Oh yeah! Die silberne Schuppe begibt dich ins Wasser und sie ist automatisch ausgerüstet. Jetzt kannst du mit A tauchen. Geil, Mann. Kopfsprung! Also Link ist echt mutig. Ich würde mich das niemals getrauen. Von da oben mit dem Kopf voran runter zu springen. Wenn ihr seht, wir können jetzt länger tauchen. Das heißt bis 6 Sekunden lang. Vorhin ging es noch bis 3 Sekunden. Und das heißt, wir können jetzt die Abkürzung bis zum Hylia-See, aber auch die in die verlorenen Wälder nehmen. Also am Lauf. Ja. Zum Hylia-See, oder heißt Hyrule-See? Hylia-See heißt, oder? Hylia-See. Also gut, ich sage jetzt einfach mal Hylia-See, man könnte auch Hylia-See sagen, oder was den Teufel. Und da ist ja auch schon die Flasche, die wir brauchen. Was mag das sein? Na, wie sag mal, hast du überhaupt keine Augen? Du brauchst eine Brille. Eine Brille. Eine Femi-Brille, das wäre doch mal was. Nee, Scherz. Eine Flasche, also. Das sieht man doch, dass das eine Flasche ist, oder? Okay, dann ab zurück. Obwohl. Wisst ihr was, Freunde? Jetzt, ich schon mal hier bin und als Kind nicht mehr so schnell zum Hylia-See gehe, kann ich doch gleich das mit dem Lied erledigen. Wenn ich Lied sage, dann meine ich die Vogelscheuchenpolka. Denn die kann man hier diesem Typen beibringen. Ich bin Byron, das musikalische Vogelscheingenie. Wenn ich ein Lied einmal gehört habe, vergesse ich es nie mehr, Süßer. Okay. Ich hoffe für dich, dass du eine Frau bist. Wow, du hast eine Ocarina. Hey, warum flötest du mich? Ich wünsche dir jetzt nicht gelesen, ey. Was soll ich bloß spielen? Ich meine, man kann sich hier irgendetwas zusammenreimen, das spielt überhaupt keine Rolle. Ja, mach's mal so. Irgendetwas, das man mir auch merken kann. Ah, links hoch. Naja, nicht so schlecht. Ich werde die Melodie im Kopf behalten. Ich kann mir jedoch höchstens 8 Noten merken. Also heute lass gut sein. Das lese ich nicht vor. Garantiert nicht mehr. Das war's mit Byron. Achso, da hinten ist der. Ja, stimmt. Weil sobald man erwachsen ist, kann man hier nochmal hingehen und Byron das Lied nochmal vorspielen. Dann erinnert er sich daran. Und dann kommt dieser seltsame Typi, der heißt Balzac. Was ist das für ein Name? Hey, egal. Und dieser Typi, der Balzac, wie auch immer, der taucht immer wieder mal vor in ganz Hyrule, was vor allem in den Tempels, das heißt Feuertempel, Geistertempel, und hilft uns für zusätzliche Skull-Tools, und das ist dringend nötig. Also, ob es jetzt im Master Quest auch nötig ist, keine Ahnung, aber für irgendetwas wird es wohl noch zu gebrauchen sein. Und wieder ein sowas Neue. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ach ja, genau. Sein Töchterchen wird vermisst. Jetzt rüste ich mal schnell die Flasche aus. Rüste eine Flasche aus. Nee, nicht Link ist die Flasche, ich bin die Flasche. Aber ist ein anderes Thema. Ganz zunächst die Leiter hoch. Und zu König Zora gehen. Und ihm die Flaschenpost zeigen. Mal gucken, was da drin steht. Die Musik hier ist echt irgendwie episch, aber irgendwie majestätisch. Richtig seltsam, finde ich. So, King Zora, was sagst du denn dazu? Dieser Brief, der ist von Prinzessin Ruto. Lasst mich lesen. Sie ist im Bauch von Lord Yabu Yabu, das ist doch nicht möglich. Sag mal, wie kannst du von da oben aus lesen? Hast du so gute Augen? Zu spät. Was hat dieser seltsame Fremde namens Ganondorf uns Reich besucht? Aha! Ganondorf hat es auch schon hier. Dieser alte Schweinehund, Wildschweinehund, um genau zu sein. Der Brief scheint echt zu sein, ihr dürft Prinzessin Ruto suchen. Ich behalte diesen Brief, nehmt hier die Flasche, in der er sich befand. Ihr werdet sie bestimmt gut nutzen können, warum ich so rede, keine Ahnung. Fragt den, der mich spricht, bla bla bla. Das klingt, als würde er die ganze Zeit, wenn er jetzt auf die Seite rutscht, als würde er die ganze Zeit forzen. Ja, schon gut.
Alter, beeil dich mal. Trill, trill, trill. Und ich kotze gleich, wenn das so weitergeht. Ja, ist gut, wir kommen da durch, Alter. Wir sind nicht so fett wie du. Hallo. Gut, dankeschön. Sind wir erledigt. Wir können jetzt da durch, aber das Problem ist, Lord Jabu Jabu hat uns nicht unbedingt zum Fressen gern, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Wenn das ein Maul aufkriegt, müssen wir was zum Fressen vorlegen. Ein Fisch. Und der ist noch ganz frisch. Da fällt mir direkt Asterix ein. Aber ist eine andere Geschichte. Ist hier noch was drin? Braucht Muni. Die Dekoschleuder. Was gewesen mit den Spesen? Ja, von mir aus. Wir haben hier genug Munition. Oh je, oh je. Den Part habe ich auch wieder mal von Länge her überschritten. Aber was soll's. Das mache ich jetzt noch schnell, weil da kann ich im ersten Part schön säuberlich, ja, schön säuberlich den nächsten Dungeon anfangen. Zoras Quelle. Und da ist der Lord Jabu Jabu. Jetzt wo ich den so vor mir sehe, frage ich mich doch echt, wie kann der an so einem kleinen Fisch satt werden? Und die Antwort bekomme ich vermutlich gleich. Obwohl, wisst ihr was, mir fällt da was ein. Das mal angucken, dazu eine Krone auf. Es gibt nämlich in Ocarina of Time einen Trick, einen Glitch, wie man auch so in den Fetten reinkommt. Zwar mit einem Sprungangriff, irgendwie soll das funktionieren. Ich habe es in Ocarina of Time einmal geschafft. Das war irgendwie auf dem Emulator, war das, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. Ja, das ist beinahe geschafft, oder auch nicht. Weiß gar nicht. Schafft das überhaupt nach einem Master Quest? Ja, toll. Komm mal hoch, Link. Link! Ja gut, es scheint so, als würde es nicht funktionieren. Ich kann es mal schnell versuchen, aber das müsste doch klappen. Ne, hier komme ich auch nicht hoch. Mache ich irgendetwas falsch? Leute, bitte, ich wäre um eine Antwort sehr froh, wenn ihr mir das beantworten könnt, die Frage. Klappt es in Master Quest noch oder klappt es nicht? Mache ich irgendetwas falsch? Meine Antwort wäre ich sehr dankbar. 1000 Dank schon mal voraus. Kurz anvisieren. So klappt es auch nicht. Ja, wisst ihr was? Bringt nichts, ich überziehe noch den Part. Gehen wir endlich ein. Naja, ihr seht es gleich selber. So, Lord Jabu Jabu, sprichst du jetzt mit uns? Das ist unser Tribut an dich. Lecker. Komm her, kleines Fresschen. Was machst du da? Der hat mich wortwörtlich zum Fressen gern. Alter, verdammte Scheiße. Lord Jabu Jabus Bauch. Ist ja mal ganz toll. Was zum Henker? Okay, im Vergleich zum Original Ocarina of Time ist ja auch wieder einiges anders. Ah, stimmt, die kann ich gar nicht. Ja, die kann ich gar nicht abknallen, die muss ich mit dem Schwert erledigen. Die Blasen. Ja, die Blasen, egal. Blasen von der Luft irgendwie. Jetzt kommt Octorok dann. Was hat sie ein Octorok? Ist der auch so ein blinder Passagier wie ich? Also gut, blinder Passagier. Normalerweise sagen das jetzt zu jemandem, der freiwillig reingegangen ist, aber das ist bei mir nicht so. Was ist denn das da oben? Hä? Was mag das sein? Ein Kuh-Oberkörper in einem Fischmaul? Alter, Lord Jabu Jabu ist ein Piranha. Scheiße! Bis zum nächsten Part, ciao!